Das kann ich nur buchen. Den Water schmeckt lecker. Ne? Darf ich? Alles gut. Darf ich dir mal was fragen? Mensch, du mi? Ja, wenn denn was ist. Ja, vielleicht. Wolle? Ach, die antwortet mir doch nicht. Du musst ihm die richtigen Fragen stellen. Du hast enorm geben. Ja, irgendwie muss ich ihn so ankören. Stimme bloß, hey du Affe. Das hört sich jo wohl nicht richtig freundlich an, oder? Das ist so. Krieg ich noch was von dem Spezialwater? Also wenn du mir denn auf meine Fragen auch antwortest, dann ja. Aber natürlich. Du? Behandelt Heidi auch Gaut? Ja? Oh, das ist Gaut. So, hier. Den Water. Danke. Was würdest du mir denn fragen? Du wusst doch, dass ich glücklich bin. Also hast du für zumindest recht. Ja, natürlich. Den da mir eingefallen und nimm das einen Affenbär mit. Wieso? Für Heinrich Ortig? Er hätte mir eine Öllerhut schmecken. Oh, die Mutter hätt so schreit. Ja, na und? Da darf sein die schimmeln. Ja, aber ging das ob die Nerven. Ach, mir doch auch. Aber darum kann ich doch nicht einfach mir eine Öllerhut schmieden. Siehst du? Und darum hast du Aha. Ach, ich verstehe. Ich glöf nicht. Was soll das denn nur halten? Glöf mir, du bist noch nicht so weit. Aber ich muss nur ob wer los. Letztendlich bist du nicht die Einzige, um den ich mich kümmern muss. Echt? Wo fällt von denen Affenlob denn so durch die Welt? Oh, nicht so viel. Manche wünschen sich irgendwas anderes. Neulich hätte einer so, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ja, was meinst du, was heißt ich wundert hätte, als ein Eiblick. Ich krieg mal wieder hin. Ludwig und behandelt den Affengaut. Einen Augenblick noch. Halt, stopp. Wo ist der Henne? Hä? Sie ist einfach weg. Ja, und nu? Eine große Hülpe bist du nicht, Just. Och, hey, das ist doch nicht so leicht. Du kannst du nichts dafür. Möchtest du noch ein Wort haben? Nee? Aber ich guck noch einen. Aber das Wasser, dann noch die Wege.
1.000 Kippen. Und 1 Tonnen Nippen. Das testen wir mal. Ach komm her, mein Lütke Knuddelbeiß. Wo Forken hätte ich mir das wünscht, dass du lebendig wirst? Ehrlich, du wirst Forken mein einzigster und bester Freund. Und hast mich immer verstanden. Ach, und wenn ich mich wie die Utholt habe, dann wirst du einfach bloß da. Hast mich tröstet und mich Tau hört. Naja, als ich so immer die Fuftern wür, du hab ich mich nur für die schämt. Und die in achtersten Ecke von den Schatten verstecken. Aber ich hab die nie vergessen. Ja, und nu bin ich ein utgewussener Kerl und sit ganz schön wannig da in den Schicken. Ich weiß nicht, was ich morgen schreibe. Und die Einzige, die Tommy holt, das bist du. Früher würde ich immer mehr als in der Regel, wenn ich die bloß ganz fast abgedrückt hätte. Oh. Ja, aber nu, ich bin nun kein Butcher mehr. Als ist sogar so verdübelt schwor. Ich weiß nicht, was ich morgen schreibe. Obwohl, vielleicht hast du recht. Wir sind hier nur bald ganz alleine. Bloß wie zwei. Was soll nur passieren? In der Kirchen. Egal wer das ist. Eine von meinen Frauens oder meinem Öllern. Also in der Kirchen Gott zu lässt. Ich mag das nie wer. Bist du allein? Ja, bin ich. Gott sei Dank. Ludwig, ich bin bannig doll um die. Und mich? Was hab ich denn nur angestellt? Ja, worüber hast du die Mutter vorhin nicht gesagt, dass die Kerl, mit der ich in den Schlaf kommen will, unsere Eheberater wird? Use Eheberater? Ja? Du hast ihn doch herbestellt? Ich? Hast du nicht? Also ich weiß nichts von dem Eheberater. Ja, aber wer wird denn diese Kerl? Du wirst doch mit ihr in den Schlaf kommen. Also wenn du da nicht weißt... Wie habt aber den Affen gehört und hei wollen sein? Mien Affen? Du hast eine hier seine? Ludwig, bitte. Overall schleppst du mit Düssen dert Rümme. Nachts kuschelst du mit ihm. Natürlich hab ich die einen Affen all sein. Ach so. Ach, du meinst den Lütgen. Hä, was nennst du mit der Lütge? Ja, na, die Affe. Die Lütge Wolle. Ja, just denn. Ludwig, du sagst das so komisch. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Was soll denn nicht in Ordnung werden? Also Brege. Sicher? Ja. Was wo du überhaupt hier? Use Ehe retten, das will ich. Ach so. Du doch wohl auch, hoffe ich, oder? Ja, natürlich. Wirklich? Wer kann das denn werden? Was weiß ich? Meine Öllern? Oh Gott, die will ich hier nur wirklich nicht sein. Wenn das die Mutter ist. Ich weiß nicht, was ich mit der morke.
Ja, aber ich muss dann nur abmorgen. Ja, dann versteck ich mich so lange und du versuchst einfach loszuwerden. Ja, sicher. Hier wird's hier wohl nicht hinkommen. Ach nee, bestimmt nicht. Ludwig, wie gehört noch Herr Vita? Natürlich. Hallo Ludwig, bist du alleine? Kann man beinahe so singen. Sind die Öller noch da? Nee. Na, dann ist so gaut. Ludwig, kannst du mir mal sagen, wieso du da Taulauten darfst, dass die Öller, die hier so einfach ratzfatz rutschmieten dauert, bist du nicht ganz genau immer so bestimmt, wer sich hier in die Wohnung abholen darf und wer nicht? Claudia, nun komm doch erst mal rein. Ach, bist du halt. Bin ich gar nicht achterkommen. Veräppeln kann ich mich alleine. Nun gar doch sitten. Möchtest du was trinken? Nur hör auf mit der Theater und antwort auf meine Frage. Jana Gaut. Ich will führen so den Nanna. Was halt der Morgenschuld? Mich verteidigen, Ludwig, das hörst du da ohne Schuld. Nur mal ehrlich, die Ehe mit Karin, die ist jo wohl all lange vorbei. So hörst du jo wat nicht, wer wat mit mir angefangen. Das wär tief, dass ich hier wer das Regiment aber nehme. Na, wenn du das sagst. Wir sollten nicht in düssen Ton. Wenn ich mich hier verstärken will, dann bloß, damit die Öller mich hier nicht finden. Ja. Oh, jetzt muss ich mich wohl verstärken. Falls das die Öllern sind. Ja, ja, sicher. Und ich war schnell ins Badezimmer und verstecke mich dort und mag mir selbst so ein Betten schick. Aber das in der Wohnung ist noch nicht verbiegen sollten. Och Mensch, ich krieg einen Affen. Ich denk, du hast all ein. Was soll das? Was denn? Wieso pingelst du? Wieso nicht? Süßt du hier auch irgendwo und irgendwann um? Ja, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und ich wollte die überraschen. Wieso? Immer die zu wiesen, dass nicht allen, was unerwartet ist, schlecht sehen muss. Nee, das ist sie nicht glücklich. Oh, ist die ne Luz over den Leberlopen? Weil du mich auf den Nerven gehst. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der linke Wunder? Ja, da ist er ja. Oh, nee. Gorm ihn den Herrchen trösten. Kiek mal, wie traurig er ist. Ey, ich werd noch brennklötterig. Das Beste ist, ich hau hier einfach ab und fang noch mal irgendwo ganz von vorne an. Wolle sieht das ganz anders. Ja, du hast so recht. Aber was soll ich denn nun morgen? Nur die Claudia und Karin alle hier. Und ich wär sie nicht los. Siehst du, du bist doch gar nicht allein. Ach, wenn ich die nicht habe. Wolle macht das. Ich will nicht mitgehen. Ich weiß, dass er das macht. Das bringt mir noch oben nicht für. Du musst für allens open wählen. Boah, gaue Idee. Ich mag mir nur erstmal eine Buddel Bier atmen. Wahrscheinlich kann ich das hier alles bloß mit einem Glimmer verknusen. Alkohol ist kein Unweg. Ja, ich weiß. Aber kein Alkohol ist auch kein Umweg. Hör auf die Harte. Hör auf Wolle. Ja, und was kann ich nun machen? Also ich würde sagen, die Tür open. Ey, Sie sind mir wirklich eine große Hilfe.
Sie möcht das ablösen. Was muss ich ablösen? Das mich und eure Frau. Das doch nichts wert. Ich bin ein anerkannter Fachmann für Verhaltensforschung. Ich kann mir sowas nicht leisten. Ja, aber wie schall ich das denn wohl ablösen? Ich kenn sei doch erst seit dem Augenblick, seitdem sie mit mir eine Frau da und die Schlappkammer gut gekommen sind. Seit. Und es sind just die ersten Eindrücke, die uns Menschen dort vertrieben, sich eine Meinung zu bilden, die sich wie nögeren hingegen als nicht zu holen erwiesen hat. Hä? Ich ha nix mit eurer Frau. Ach so. Ja, aber wieso denn? Denn ist doch alles in Ordnung. Das so wie wohl. Wenn sie das dann vielleicht auch noch eure Öllern für Klau fielen können, denn was wirklicher als in Ordnung. Ja, wieso denn? Vertellt sei das doch wie in Irland. Also wenn das eure Lösung ist, dann ha ich gerne nie ein Problem drüber. Wieso? Ja, ich habe das versorgt. Ich habe mich eure Öllern anrauben, bevor ich hierher gekommen bin. Und sie hat denn als erklärt. Ja, das ha ich so gerne. Ich will mal lustig zu Wort kommen. Willkommen im Club. Hätte mich nu? Ich weiß schon gar nicht, warum es sei überhaupt hier sind. Also Gaut. Meine Güte. Eure Öllern weg mit mir. Sie möchten sich Sorgen immer sein. Ja, vor allen Dingen wegen den Affen. Wegen Wolle? Wenn das die Norm ist. Also, sie mein Lütke kuschelt dert. Nee, eher das Grote der. Die Affe, die hier wie seine Wohnung werden. Sei habt ihr nicht hier seine? Ja. Und eure Öllern auch. Und ehrlich gesagt, wenn man sich dazu ankickt, dann steht dazu, als wenn sei und die Affe mehr als bloß freundschaftliche Gefäule füreinander hergeht. Und das ist so gut psychologische Sicht gesagt, mehr als gediegen. Glöwe zu mir. Hei ist für mich bloß ein Kuscheldert. Und das Hei mit mir lernen, da kann ich nichts dafür. Ich meine, weggesäute Junge wünscht sich nicht, dass sie ein Kuscheldert wer lernen darf. Ja, und bei mir hat das nun mal klappet. Aber dass das nicht ganz normal ist, dann nur zu aus dem Stau gern. Ja, na klar, weil ich das. Aber das ist nun mal so. Da kann ich doch nur nichts an der Daune. Es gibt doch ja verschiedene Therapien. Aber vielleicht sollen wir erstmal Versorgungsroute finden, wo das überhaupt herkommt. Nee, Vorschlag. Also sei laut mir mit euren Therapien und Analysen zufrieden. Und ich werde mir Öllern denn für Klaut vielen, dass sei unschuldig sind. Das wird schon gedüren. Ich würde einen wirklich interessanten Fall verleisen. Ja, Du tollst doch auf mich. Du weißt doch, dass ich nicht mehr so ein junger Hüpfer bin. ja. Also, wie das gut wird, wird mir eine Öllern hier nichts umduken. Also, sei vertellt mir eine Öllern, dass sie sich über mich keine Sorgen machen wird. Und ich werde denn die Sorge mit meiner Frau verklaut fielen. Oder aber, ich sag dann einfach, dass sein Verhältnis mit meiner Frau hat. Und dann wird sie nämlich kein Minske mehr was glöben. Das nicht ganz wie sei. na gut. Sie hat gewonnen. Interessante Fälle, Gift und Duplisse Welt, schon mehr als genau. Und die Hälfte der Linsken ist sowieso bekloppt. Echt? Da kommt dann auf einen Fall mehr oder weniger noch auch nicht mehr an. Shit. Na, also, grad doch. Dann Gott zu man sitten. Ja, schönen Dank. Hallo! Ja, das ist so wirklich das Letzte.
dass ich nicht mehr so flink auf die Beine bin. Das magst du doch mit Absicht. Deswegen hast du diese Wohnung genommen, weil du weißt, dass ich dann mit den Treppen nicht mehr schaffe. Oh, was das nützt die Gurks. Wie du siehst, bin ich hier. Und wenn du auf den Mond teilen wirst, so. Und nun her ein Glas Wasser. Hier ein Glas Wasser. Sag mal, warum bittest du deine Mutter eigentlich keinen Staul an? Mutter, geh doch sitten. Möchtest du ein Glas Wasser trinken? Natürlich, so ist halt, dass du wohl nicht sick. Sag jetzt mal, was mag sie denn noch hier? Ich denke, ich hätte das Föhn am Telefon deutlich genau sagt, dass sie hier nicht mehr sein wird. Das kann doch wohl nicht angehen, da wir sie den Auftrag geben, wie ein Jungen wir auf den richtigen Pattau bringen. Und sie nichts Besseres verdauen, als erstmal wird sie eine Frau im Bettetau gehen. Und dann hätt sie auch noch die Frechheit hier bei Obterlupen. So, und würden sie nun mal einen werten Platz machen für mich und meinen Kerl, nun mal Tau. Ihr seid doch, dass wir ohne Lühe sind. Was für ein Psychoter sind sie überhaupt? Wenn sie nicht mal wertet, wenn man vor ohne Lühe aufsteht und Platz machen. Unverschämt. Vater, möchtest du gerne was trinken? Gern. Woch dat und bring noch mal was von den Spezialwater. Dann gibt das was Artilleriestüten. Du weißt doch, dass die Vorder kein Alkohol verträgen kann. Oder wo du eine Kraft bringst. Du bringst ein ganz normales Water oder gar nichts. Das Beste ist, ich kann da Sümmchen und holen das. Denn beide guckt, dass da wirklich bloß Water in ist. Hans, holst du jetzt ein Water hin? Nee. Gott sei Dank. Ludwig, nun setz dich bitte mal hin. Die fordern ich, die habt die was versenkt. Und du wut jo wohl nicht, dass die fordern die ganze Ditau die kicken muss. Du weißt doch, dass halt immer Verspannung im Nacken hier da. Dann lockte der tagelang mit dem Scheibenkopf rum, het Weidorge und ich mock wieder Quake anhören. Nun setzt die endlich Hände, wie uns in der holen könnt. Ja. Ich muss ja auch was sagen. Ja, das kann ich mir denken. Aber ich glaube, der Herr Professor soll erstmal die Wohnung verloren. Ich glaube nicht, dass irgendwas noch irgendwas angab, was wir hier taub bekören habt. Herr Professor, Sie können sich sicher werden, da wir sind noch Maulraupen da oben. Wie habt kein Vertrauen mehr, Tausee? Also der Professor, der blifft. Bitte was? Du hast wieder Wörter gegen deine Mutter? Das glöf ich jetzt jo wohl nicht. So heavy die nicht ertragen. Ehe und Respekt können wir von die verlangen. Seid sehr Professor, deswegen haben wir so eine Rotzfrau. Das ist doch nicht normal, dass das eigene Kind wieder Wörter gegen seine Öllern hat. Und das hangt mit den Affen da oben. Das können Sie mich glöben. Ach, was könnt ihr überhaupt noch mitsehen? Sie sind mir noch in den Rücken fallen, als Sie mit der Frau von meinem Jungen. Achso, ich will das gar nicht mehr gut hören. Das musst du nicht gut können, Mutter. Weil da nämlich gar nichts loben ist. Ich weiß doch, was ich sein hätte. Gar nichts hätte zu sein. Wahrscheinlich hat mir das alles bloß im Bild, wa? Wohl. Nee, Mutter, das hast du nicht. Ich kann dir ganz genau wissen, was du sein hast. Herr Professor, Gott sei Dank mal bitte in den Schlopp kommen. Was? Das kann doch nicht so schwer werden. Das würden Sie doch führen, halt. Sie schütt mit mir, Sie schütt wie mir in den Schlopp kommen wollen. Gaut. Und denn? Ja, Rinder und die Dörntau. Was sind denn seiner Zecke? Ludwig, was scheitert? Das lässt du jetzt vor. Wünschen wir bitte doch beide noch an der Hut kommen.
was schaldert? Du schlägst mir Bescheid sagen, wenn die in der Öllernbewerge sind. Und nun schickst du mir düssen Sälenkleppner hin. Süß du, Mutter? Das lässt du sein. Karin und der Professor kommt hier Ute Schlopp kommen. Als andere hast du die bloß so hochgeriemelt. So nicht, mein Junge. Ich bin die Mutter. Wie mocht uns doch bloß sagen? Die Frau hätte die betrogen. Und ich... Was? Und ich weiß doch, dass du mit dieser Situation nicht klarkommst und den Kopf ins Sand stecken darfst. Da müsst ihn fordern und ich die doch beisteuern. Karin hätte mich nicht betrogen. Ganz im Gegenteil ist passiert. Ich habe sei betrogen. Ha, hier. Mit Öhr habe ich sei betrogen. Oh, Ludwig, was tust du so an mir Rümme? Ha, die Alwehr. Kick an, die taukünftige Ex-Fraue. Das tut wohl seine. Was mockt die in Use Badezimmer? Ludwig, was mag diese beiden Frauen noch hier? Merkst du denn nicht, dass die immer mehr in den Schiedenrieden dauern? Die einzige, die das morgen hat, das bist ja wohl du, Bertha. Das stimmt. Auch wenn mir das schwor fand, aber da macht die Claudia recht gern. Sag mal, lässt du das etwa taub, dass du so aber nicht die Mutter gehört? Das ist mir vollkommen egal, was die beiden hier noch sagen. Das ist das Letzte, was ihr hier noch zu sagen habt. Claudia, das ist Ute. Ich mach Schluss. Was? Ha? Und Karin, mit die ist das leider auch gut und vorbei. Ich glaube, ich scheiden. Was? Ha. Gott sei Dank. Unser Junge kommt endlich vertausend. Ganz sicher nicht. Ich muss bloß alle Last von mir abschmieden und wir werden meinen Anfang können. Und da gehörst du auch taub. Ich bin die Mutter. Von mir kannst du die nicht scheiden lassen. Nee, das kann ich leider nicht. Aber du wirst sie in Zukunft auf mir Leben Hut holen und mich nicht mehr in Als hinsabbeln. Und du gibst mir den Wohnungsschlüssel wieder, damit du hier nicht mehr ohne Anmeldung hinplatzen kannst. Bitte was? So nicht, mein Junge. Herr Professor, du sagst jetzt doch auch mal was. Der Affenordnungsprozess von 40-Jährigen. Und ich kann live dabei werden. Pappelapapp. Junge, komm doch mal, tau die Mutti. Und lass die mal so beten betreuten. Ludwig, komm her. Das hast du doch alles bloß so sech. Wie hört doch du? Das weißt du doch. Gott, die Pfoten von den Kerl, du hast die eine Chance hat. Ich war Ludwig, ich bin doch die eine Frau. Wie zwei schafft das? Könnt ihr mir nun nicht einfach alle in Ruhe lassen? Nun lebe ich so, wie ich das will. Und mit wem ich will. Und welche, wer das ist? Heil ist das. Ich werd von nun an mit diesem Affenprobe leben. Ah, Franz, ist das der Bär? Du Daulermann! Oh mein Gott, das läuft. Was ist das denn? Dafür kriege ich den Nobelpreis. Was hast du denn nicht seit die Affe ist wer da? Jo, Bist du, Ludwig, suchst du denn die Vorder ist rein weg durcheinander? Du weißt doch, dass Hein nicht mehr die Nerven für so einen Blödsinn hat. Doch, Helwig. Wenn die Jungen mit den Affen zusammenlernen, wird den Leuten doch. Franz! Hol die Mul, du hast ja mehr als geglaubt damit hier. Kein Wunder, dass der Junge sich einen Affen gesorgt hat. Ihr sagt nichts, ihr ist einfach bloß durch und bleibt sinnig. Wunderbar. Franz, du weißt doch gar nicht, was du dort sagst. Ich weiß genau, was ich sag. Und Glück mir, ich habe 40 Jahre tief in die Wörter Rechte zu lenken. Vater, du kannst es sogar hören. Wie ich das kann. Und nur, wenn ich das auch down. Franz, Mach die Ruhe nicht der Schand, dass die wir hin. Franz, den Harte. Mein Harte und ich sind gaut auf dem Damm. Und ich darf auch Kaffee trinken. Und wenn du nicht durch bist, dann mag ich das auch. Und ich trinke den Kaffee mit Koffein. Und Donut trinkt man Kloren. Und weißt du warum? Weil ich das kann. Kuchen kann äten ohne Sylt. Und die Knorken sind auch nicht zwei.
Du bist in 2 Schritten am Pusten ist und Husen will. Ich kämpfe dann auch nicht mit den Nerven. Im Gegenteil, ich bin die Ruhe Sims. Sonst hat das gar nicht so lange mit die Hut holen. Ich bin auch nicht bespannt. Wenn ich tagelang mit dem Kopfscheibe rumloben heft, dann bloß, weil ich die nicht ankicken möchte. So ist der Hut. Aber Franz! Aber... Junge, du wollt mit den Affen zusammen lernen? Lauf mit ihnen. Wart glücklich, die beide. Aber bitte, keine Enkelkinder, versprecht mir das. Oh, Vorder, das ist ein Kuschelwert. Ich wollte ja bloß sagen. Also, nu ist aber mal Schluss mit dem Blödsinn hier. Also, ich werd den Stern bestimmt nicht inteilen für so ein schittrigen Bett für lecker. Ich over. Ludwig, mit einer anderen Frau fremdgehen, das kann ich ja vielleicht noch verstehen. Aber ich kann nie nicht mehr mit die Truppe wählen, wenn ich weiß, dass du was mit sowas hast. Du wollt die Scheidung, du kriegst sie. Danke, Karin. Wenigstens einer den anständigen Kopf hat. So ist das. Wofür wird das denn? Dafür, dass du nie nicht vergisst, was du hast hätten können. Kommt zu. Ich? Wenn alle denken, dass die zwei was miteinander habt, dann schützt auch recht holen. Oh, mein ersten Nobelpreis und meine erste Frau am Tagesbildungsdach. Ludwig, das hast du wunderbar gemacht. Wir sind die nur endlich los. Das habt ihr immer noch nicht in den Brägen passen. Die Junge hat schon beide morgen schocken. Begib doch endlich. Reiß den Harte! Setz dich schnell wieder hin. Franz! Hinsetzen, hab ich gesagt. Du sollst kaum, dass du dann 3 kriegst. Wir würden hier nur nicht wer sein. Das schon Ludwig mir mal Sims ins Gesicht gesehen. Das hast du laut gemacht. Das fordert dich an! Hinsetzen. Was, ich möchte nicht, dass du mit mir in diesem Tod... Da machst du ihn nur an den. Du bist in Ordnung. Du hast recht. Die Leute nur alleine. Komm, Frau. Was, Sie können diesen Jungen doch nicht in dieser Situation... Mitkommen, Hexe. Und du komm. Franz, ich möchte nicht, dass du mit mir in diesem Tod... Da machst du nur an den. Und hoch mit den Achters, dass du gut kommst. Wo kein Kopf sein Börster ist, da kannst du ruhig schneller lopen. Man taut. Mach das Gaut, mein Junge. Und meld dich mal wer, nicht? Morgen, Vorder. Tschüss, Mutter. Ich würde mir wünschen, dass ich auch so vergnügt wäre. Dann frag ich doch ein Mädchen. Da ist sie aber just nicht, ne? Warum, ne? Ja, das war die auch nicht. Ich hatte 2 Frauen und das hat also wunderbar klappe. Glöckst du? Ja, aber nu habe ich gar keinen mehr. Du kannst nur von vorn anfangen. Wer ist glücklich? Wer kriegt also eine Chance? Naja, zumindest habe ich hier noch Wolle. Nee. Wo ist sie überhaupt? Ich hole die.
Ei? Nee, nicht Ei. Wo ist denn die große Wolle? Weg. Wie, weg? Na, weg. Na wunderbar. Dann bleibt mir nun gar nichts mehr. Jimme, wenn du denkst, das geht nicht mehr. Oh, ey, die ne bekloppten Sprüche, die kannst du dir sporen. Ich denk, du bist mir dankbar. Dankbar? Wofür denn? Für nix. Nicht mal Wolle essen, die Leuten. Oh, Glöfni, ob du hätt das mit den Affen auch nicht funktioniert. Du hast doch keine Ahnung. Oh, was du wohl weißt. Ey Mensch, ich löf mich knutschen, ey.